Wir bedauern ganz allgemein, dass es immer mehr Chamberdebatte gibt. Öffentliche Debatten, es gibt natürlich viele Kommissionssitzungen, es gibt immer mehr öffentliche Debatten, wo den Debat wirklich führende Publikum gedroht gehen. Und es gibt auch immer mehr eine Tendenz, für an den öffentlichen Debatten Drehzeiten so kurz zu halten, dass eigentlich die politische Message nicht mehr können komplett oder ausführlich genug präsentiert gehen. Just wie ich vielleicht ganz rezent Beispiele zu nennen, wir hatten letzte Woche, den 11. März, wo das eine öffentliche Sitzung, die hat 70 oder 80 Minuten gedauert. Da sind wichtig gesundheitliche Sujet diskutiert, wie zum Beispiel Situationen von denen Kinder, die in der ADHS leiden. Und wir hatten genau 2 Minuten, wie wir das Sujet zu schwätzen. Ob schon nicht gar keine Not gehen, als wie so eine kurze Parlamentssession oder eine Seance von dem Tag umzusetzen, wir haben nicht mehr gut Zeit. Also wie gesagt, die ganze Session hat 80 Minuten gedauert und trotzdem hat man in 2 Minuten wie so ein wichtiges Sujet zu diskutieren. Von unserer Seite aus an natürlich aus anderen auch nicht viel besser gegangen. Oder andere gesellschaftspolitisch wichtige Sujets, wie zum Beispiel froh, ob EU-Bürger können an die Fonction publique zu Lützeburg kommen, das ist ja ein Sujet, der für ganz viele Diskussionen an der Vergangenheit gesucht hat. Auch da, wo Modell de Base umgesetzt hat, ist eine Formulchamber, die gewusst hat, verschiedene Formulen, wie Drehzeiten, wo Deputierte festgelöst sind. Das Modell de Base ist eigentlich das Minimum. Und auch über so ein wichtiges politisches Sujet hat man just 2 Minuten, für darüber zu schwätzen. Also es gibt nicht nur ganz wenig öffentliche Sitzungen, immer Männer eigentlich über Theorien, aber auch noch an den öffentlichen Sitzungen gehen Debatten durch eine künstlich niedrige Redezeit limitiert. Das ist interessant, wie zu gucken, wie das organisiert das Chamber. Und wie es auch zu einem Teil von denen Verhaltensweisen oder Zuständen könnt, die wir kritisieren, ganz vieles hängt um Status von einer Fraktion. Ihr wisst, dass in heute zu Lützeburg muss 5 Deputierte haben für eine Fraktion zu haben. Eine Fraktion hat mehr Rechte wie politische Sensibilitäten oder unabhängig Deputierte. Und wir haben mal geguckt, ein bisschen am Ausland, wie dort der Status von einer Fraktion festlegt. Zu Lützeburg sind da wie gesagt 5, das entspricht 8,33% von den Deputierten. In Deutschland am Bundestag sind es 5%, an der Belge sind es der Chambre des Représentants, also an dem ersten parlamentarischen Niveau, sind es 5 Deputierte, das sind 3%. In Frankreich sind es 2,6% von den Deputierten für eine Fraktion zu haben. An Österreich sind es 2,73% für eine Fraktion zu haben, an Italien 3,7% und an der Schweiz 2,5%. Ihr seht also, dass Lützeburg mit 8,33% international gesehen viel zu viel höheren Prozentsatz und Deputierte fordert, für Fraktionsstatus zu kreieren, wird natürlich eine Reihe von Parteien hier am Land an der Vergangenheit noch heute an ihrer Parteien behindert, aber wie wir für Druck gesagt hatten, dass das unserer Meinung nach nicht am Anklang mit dem Geist von der Verfassung. Der Status von der Fraktion entscheidet über ganz vieles, was für die Arbeit von einer politischen Partei wichtig ist. Es entscheidet zum Beispiel über die finanziellen Mittel. Eine Fraktion kriegt mehr finanzielle Mittel für eine Partei, die keine Fraktion an der Chambre hat. Das heißt doch, dass sie mehr Mitarbeiter engagieren. Und das ist besonders wichtig an einer Zeit, wo wir mit einer Lawine und Dokumenten konfrontiert sind, notamment auch europäische Dokumente, die wir ja wirklich auch kurzfristig können examinieren und als eine Meinung machen. Wir sind da benötigt, und das ist wichtig, vielleicht auch in Erinnerung zu rufen, dass heute zu Lützeburg ungefähr 10% vom Elektorat am Blick nicht dafür dieselbe Möglichkeiten haben, am Meinungsprozess mitzumachen, am Meinungsbildungsprozess mitzumachen, wie die anderen, das heißt, ich denke, ein Kollege von den Linken an uns. Es sind aber rund 10% vom Elektorat, die an diesem Meinungsbildungsprozess, an der politischen Ausdrucksmöglichkeit an der Chambre durch die Dispositionen, wie sie am Blick sind, behindert sind.
Dann nicht nur mit finanziellen Mitteln hängen, davon auf mir auch Trierzeit. Ich habe gesagt, dass Trierzeit für die Sensibilität Politik ganz niedrig umgesagt ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir Möglichkeit tun, nicht nur wir alle Parteien in der Chamber, die wesentlichen Elemente von der Position von einer Partei aber können auf eine anständige und nicht überstürzte Manier, wie das können sie präsentieren. Also auch an der Redezeit denkt man, ich komme nur darüber, wenn wir über praktisch Propositionen schwätzen, dass man auch da muss Verbesserungen herbeifeiern, und zwar an dem Sinn, dass aber wenigstens alle Partei, egal was ein Vorwurf sie hat, hier Position kann aber erklären. Dann gibt es eine dritte Zucht von Behinderung an unserer Arbeit, dass man nicht dieselbe Möglichkeiten von parlamentarischen Interventionen haben wie die Fraktionen. Wir können keine Aktualitätsstunden aufrufen. Wir können keine Orientierungsdebatten aufrufen. Wir können keine Motionen erreichen. Und wir können keine Resolutionen erreichen. Das kann ich nicht mehr mit 5 Unterschriften. Das heißt, wir sind immer darauf angewiesen, wie auch der Kollege Ender Hoffmann von den Linken, darauf angewiesen, dass wir die Unterstützung von anderen zu frohen. Wir können Aktionen zu holen, die einfach aus sich eine parlamentarische Selbstverständlichkeit sind. Wir sind auch nicht präsent an der Präsidentenkonferenz. Und das außer von, das muss ich so eine Ausnahme, außer von Arretien oder Reglementer von der Kommission, von der Präsidentenkonferenz angeholt sind, da gehen wir invitiert. Wir sind normalerweise nicht an der Präsidentenkonferenz präsent. Ich komme hier nur auch noch auf den Aspekt zurück, genauso nicht, wie wir nicht am Chamberbüro sind. Die 2 Instanzen, die aber ganz wichtig sind, weil sie das Funktionament vom Parlament organisieren und begleiten, da sind die Linke an mir nicht vertreten. Wir sind auch nicht an allen internationalen parlamentarischen Versammlungen vertreten. Ihr wisst, dass Deputierten neben ihrem nationalen Mandat oder aufgrund von dem nationalen Mandat auch noch können delegiert gehen an einer international parlamentarischen Versammlungen. Da gibt es ein ganz Reihe, es gibt die Union interparlementaire, es gibt die EU-Versammlung, es gibt Versammlung vom Conseil de l'Europe, es gibt eine parlamentarische Versammlung von der OSZE, von der NATO, von der AKP, Grande Region, also es gibt eine ganz Reihe. Und da sind wir am Anfang von dieser Legislatur überhaupt nicht vertreten gewesen und dort den Kollege Ender Hoffmann von den Linken dagegen protestiert und darauf hin haben wir aber eine Minimalvertretung, die Linke an mir kriegt am COSAC und am Benelux-Parlament, wobei ich muss sagen, dass die 2 Assembleen oder Institute oder was auch immer, von denen wir schwätzen, aber an der praktischen, politischen Arbeit von unserem Land nicht die allergrößten Rolle spielen. Und dann haben wir Sensibilität Politik auch keine Vertreter an der Geheimdienstkontrollkommission. Das ist interessant, weil an Deutschland zum Beispiel auch die Linke da vertreten sind. Es kann also schlecht so, noch am internationalen Vergleich, das wäre so schrecklich sensibel, dass die Parteien, die keine Fraktion sind, nicht sollte sinnig mengen. Der Bundesnachrichtendienst hat wahrscheinlich noch eine andere Envergure von Operationen wie das Service de Renseignement. Und aber sind aber dort ein ganzes Spektrum von der politischen Repräsentierung, wie es am Bundestag vertreten ist, also auch selbstverständlich an der Geheimdienstkontrollkommission wird ja für eine Demokratie ganz richtig so was. Die sieht also, dass den Status von einer Fraktion ganz viele praktische Konsequenzen hat, und zwar immer am Hinblick darauf, dass verschiedene Deputierte an der Praxis Männer Rechte, Männer Möglichkeiten haben wie andere Deputierten, und da so mir genauso wie die Parteien, das geht nicht konform mit dem Geist von einer Verfassung, die aber hat, dass alle Deputierten dieselbe Rechte und dieselbe Pflichten haben. Und alle Partei kann teilholen um Fassonnement von der politischen Meinung am Land. Aber das können sie machen, müssen sie selbstverständlich dieselbe Möglichkeiten haben, also sie müssen dieselbe Basis und Information haben. Haben sie das nicht, da können sie den Auftrag nicht auf gleicher Basis erfüllen. Wir gehen dadurch, dass wir nicht an der Präsidentenkonferenz, sondern auch nicht am Chamberbüro sind, von einer ganzen Reihe von Decisionen ausgeschlossen und kriegen die Informationen mich spät wie andere. Wir kriegen zum Beispiel auch den Ordre du Jour von der Sessionen mich spät. Wir können also mich spät vorbereiten auf eine Debatte wie die anderen Parteien. Auch das ist ein Notdeel an unserer Arbeit, weil wir ganz tags stundiges Gewohl gehen, was die Woche drauf Ordre du Jour steht. An einer Parteien, die das matt verhandeln, die können das gestalten, also sie können auch schon viel mehr lang auf die Diskussionen vorbereiten.